Von der fangen wir eine neue Botschaften an, aber actually waren bloß 2 Botschaften sein. Und wir nennen die Gott Vetruen im Jäajenstaunt. Und alle von uns, wir haben so eine Dinge im Leben, was gegen uns gehen. Wir haben so eine Dinge im Leben, wo Menschen gegen uns sind, oder wo das wir uns vielleicht tausenden das, oder wo Dinge im Leben auch gehen, bloß einfach natürliche Dinge. Und so dann ist die Frage, was ist meine Einstellung zu machen? Oder kann Gott mir nur mein Ziel bringen, was Gott für mich hat, dadurch, dass ich eine rechte Einstellung habe? So, wenn Sie in der Bibel haben, wir wollen von Josef reden in diese 2 Botschaften. Und weißt du, wir haben einen sehr, sehr interessanten Vers in der Geschichte von Josef. Und weil ich könnt lesen in 1. Mose Kapitel 50, da das ganze Ende von Josef seine Geschichte. Jakob ist gestorben, die Geschichte ist nicht so reich, bis zu sein zu Ende. Jakob ist mit seiner Familie nach Ägypten getroffen. Über dem ist er gestorben. Und nun haben die Brüder Angst, dass Josef wird seine Macht in das Königreich brücken, um sich rechnen und ernten. Und weißt du, alle Reich in der Welt sich zu rechnen an seine Brüder. Die haben ihn verkauft, aus den Sklaven wieder. Aber wenn ihr hört, was Josef sagt, dann hört nur die 2 Seiten vom Leben, was das Vers von redet. Und weißt du, ich will von der eine Seite von dieser Geschichte vertellen, und nächste Werk der andere Seite. Wir wollen 2 Werke in der salzigen Geschichte sein, some von den salzigen Dingen, bloß einmal von der menschlichen Seite, einmal von Gott seine Seite. Das sagst du steht. Aber Josef sieht an, also zu seinen Brüdern, Angst geht nicht so. Sie erkennen Gott seine steht. Nun hör ich, was er sagt. Er sagt, je mögen ein bösen Plan gegen mich. Ober Gott. Wir werden hier in der Kirche einmal reden von Ober Gott. Und hier ist wahre ein von der Ober Gott. So Josef sagt, je mögen ein böser Plan gegen mich, je wollen mich vernichten, je wollen mich in den Stich. Ober Gott hat einen guten Plan für mich, dass viele sollen am Leben geholen, so ist das von der ist. Und welches Lied, wo wir wollen ein bisschen noch checken, wir wollen durch Josef sein Leben gehen. Josef hat sozusagen Prüfungen, was er muss durchgehen, steht in seinem Leben, wo die Frau wir, wo ich das merken, oder nicht. Wo ich hier durchkomme und wo ich durch das, dass ich hier durchkomme, eine bessere Person sein. Ich weiß nicht, ob die nochmal noch Musik hören, ich kann ja lange nicht nur das Leute gehört, aber Sam Hofer, das ist eine Person, die bekannt ist hier, glaube ich, in der Kirche für viele von ihnen. Aber helfen Leute, und in das Leute ist eine Land, die jetzt ein bisschen steht, die sagt, du sollst besser werden, aber du wirst besser. Immer selbst wen bleiben, immer selbst wen beschuldigen, für alles, was in deinem Leben auch geht. Und so das ist ein klein bisschen, wo das manchmal in uns Leben geht. Wir haben Jäajenstaunt, wir haben Dinge, die in uns Leben schwor gehen, da sind vielleicht Menschen, gegen uns und so weiter. Und weißt du, dort eine sieht, dann weißt du, die 2 Seiten von das hier erst, dort ein, er sagt, je meinen dort bei, so dort ist der menschliche Leben in Josef sein Leben. Und wenn Sie ihn feststellen, da gehen 2 Strieben durch ihr Leben. Eins ist der Strieb von den Menschen, eins ist der Strieb von deiner Person, oder von deiner Familie, eins ist der Strieb von den Menschen, mit wem du schaffst. Aber bloß einfach die Menschen rum die, wo die behandeln, was die Verhältnisse sind, das ist ein Strieb durch dein Leben. Alle von uns hat das. Aber weißt du, dann ist noch ein anderer Strieb, und er sagt hier, Ober Gott meint das gut. Und weißt du, Lied, alle von uns hat diesen Strieb in uns Leben. Und was wir wollen ein bisschen lernen in diesen 2 Botschaften ist, dass wenn die Dinge in das Leben von Menschen sehr dumm schaffen, und die Dinge von Menschen einfach böse sind. So hier sagt, die haben einen bösen Plan für mich, die versuchen mich zu vernichten. Aber Gott hat einen guten Plan. Weißt du, Gott hat ein Ziel für dich. Gott hat einen Plan für dein Leben. Das ist ein Buch geschrieben, Robert Morris, some von Ihnen kennen, ein Prediger von Fort Worth, Texas. Er hat ein Buch geschrieben und das Buch nennt sich From Dream to Destiny, von dem Traum zum Ziel. Und so Josef hat einen Traum, und nur am eigenen Leben kommt er nur sein Ziel, aber dazwischen, du ging viel Arich in sein Leben, aber er hält die rechte Einstellung. Und wenn er die rechte Einstellung hält,
Durch kann Gott zum Ziel kommen mit seinem Leben. Weißt ihr, was Lied? Some von uns, wir sind stecken geblieben in Beleidigkeit, stecken geblieben in Weide, was uns dann angetan, stecken geblieben in Unvergebung, und wir sitzen in das Mordloch, und wir sind da all für Jahre bein, und Gott sein Plan jetzt verloren in uns Leben, wenn wir nicht aus das Loch rauskommen. Und so das, was wir von Josef wollen lernen. Und so wir wollen mehrere Prüfungen durchgehen. Mir fehlen von der war ein bisschen mehr Zeit zu kaufen, ich war versuchen, mir einen Zeit zu holen. Aber weißt du, Josef hat eine Prüfung, was ich nenne, die Familienprüfung. Die Familienstaub. Na, wenn wir drei gehen in Josef seine Familie, but Abraham wird der Urgroßvater von Josef. Und Abraham wird der Mann, was Gott rüttropen hat. Durch Abraham will er sich ein Volk bauen, durch das Volk will er sich offenbaren, durch das Volk will er uns die Bibel geben, durch das Volk will er den Messias anbringen. Dort wird Gott sein Ziel mit Abraham seine Familie. Und er brachte das vor sich. Aber Abraham wird lang nicht ein vollkommener Mensch. Und so in Abraham seine Familie, du hast es also, dass Gott hat einen Sehen versprochen, aber das geht ein bisschen lang. Und dort hat uns Menschen leicht ein bisschen lang die Dinge, und so sie Pfoten durch Salz nehmen. Und Sarah sagt einen Tag, hey, hier ist meine Kirche, haben wir ein Baby mit Deutschhob, und heute dort. Und weißt ihr, was dann passiert? Aus diesem Jahr ist pregnant ist, dann fängt so ein Ruf zu kicken ab Sarah. Und dann euert Sarah dort. Und dann ist es doll über Abraham, dass er dort getan hat, weil wem's Idee wäre in der ersten Fall. Und so dann sagt Abraham zu Sarah, weil das ist deine Kirche, du mit dir, was du weißt. Und dann hat Sarah, die soll ja dann behandeln, und diese Kirche, die jetzt von Tüßer, die steigt aus, aber Gott bejahnt die und sagt, gut drei. Und so sie jetzt drei, und sie lebt da an das Haus, und all diese Dinge. Und Luther ist Isaac geboren, das ist eine lange Geschichte, aber Luther ist Isaac geboren, und sagte, dass Ismael, dort wir die sehen von der Kirche, die wir ungefähr 12 Jahre alt so als Isaac, und so die verspart Isaac, als Isaac ist geboren wie, und Sarah euer dort war, und so Sarah jetzt war und Abraham, sie sagt, der macht von Tüß, Abraham jetzt so ein Dom, aber schließlich Gott sagte ihm, schack dir weg, ich werde beschützen, ich werde ein Volk von merken, und so dort ist in Josef seine urgroßfrisch Heim, dreht zu stehen. Das sind drei Dinge, die in dieser Familie drehen, von hier wieder. Eins ist Lieblingsdinge. Immer Lieblingskinder haben. Das ist eigentlich, was hier ben dreht. Das andere Ding, was hier ben dreht, das ist Aufgangs. Aufgangs. Immer aufgangs, ich habe den anderen an Versägen tot zu sagen. Und so das dritte Ding, was hier dreht, das ist Untruth. Auf Englisch sagt Betrayal. Und so, diese drei Dinge, Lieblingsdinge, Aufgangs und Untruth, die Dinge finden wir von hier wieder in jeder Generation, but Josef, der Aufschnitt. Und so, wenn wir die Geschichte wiedergehen und Isaac und Rebekka erleben, über dem hat Isaac eine Früh gekriegt und so wieder, das ist eine interessante Geschichte. Aber weißt du, dann hat er zwei Jungs, und weißt du, was die Bibel dann sagt? Das sagt, dass Isaac gleicht also und Rebekka gleicht Jakob. Lieblingsdinger. Und wie weit wir die Geschichte dreht, aus es bei den Einkommen, der Führer will sie Sehen geben und so wieder, dann hier die Rebekka dort, dass heute also sagt, hey, gut, mal eine Reus halten, oder was haben wir ein Tier, und so dann werden wir uns ein gescheiter Mutti merken, dann wollte ich mir einen Führer lecker Sehen geben. Und so Rebekka, der hat hängen rechts, hängen sehen, Isaac ist blind, oder meistens, und so Rebekka, der hat dann Jakob in Schub schlachten, und dort die Wahl über seine Arms und so wieder, und also seine Kleider antragen, dort am soll also recken und so wieder, und dann soll heute den Sehen kriegen. Hängerecksche Dinge. Lieblingsdinge, oft ganz sich in hängereck sein. Und so die Dinge drehen diese Familie. So dort wir in Josef seine Großfrische heim, wo es dort schafft. Und so dann gehen wir wieder nach Jakob. Jakob muss dann von Tüß, wenn also will ihm Tod merken, und so Jakob rennt weg und heißt bei seinem Onkel, dann über dem, und dort verläuft er sich mit denen seine Tochter Rachel, und er schafft 7 Jahre für diese, und dann hat er Kast, dass sie Kast gehört haben, und dann hat sie danach tot geschlafen und so wieder, und dann zum Morgen ist das der rechte Früh. Das ist mir nicht ganz klar, wer dort geschafft hat. Aber irgendwie zu der Zeit, in der Kultur, wo sie wären, die Brüte wie bedagt, oder was immer, ich weiß nicht, mit wem ich mich befried.
Ich sagte, dass mich nicht hast. Und so, aber, weißt du, hier sind some kulturische Dinge, was anders schweren. Aber anyway, Samaris wacht da ab und hat die Anrechte früh. Some von Jüngern, so, die haben mit der Anrechte befreit, nicht? Zig Ziglar, der sagt, mit dem soll ich sterben, aber er sagt mal in eine Botschaft, er sagt, wir befreien uns alle mit der Anrechte. Aber wie man uns lernen, die Anrechte reich behandeln, dann wird das der Recht. Was er meint mit dort ist, dass du wirst die niemals mit wem befreien, was nicht so Dinge, was haben du nicht leist. Und so, aber Jakob hat die Anrechte früh. Und so dann ist er so da zum Morgen, ich kann mich feststellen, aber dann sage ich ihnen schwer vor, hey, ich hoffe noch einmal 7 Jahre, dann gebe ich die nach der anderen Jahr auch noch. Nu haben wir 2 Frühs. Und er gleicht der eine Dollar als der andere. Wer von jünt Girls, die Frühs wird gleichen mit so einem Mann taub sein, und er gleicht der andere für Dollars die. Na, wir können uns feststellen, dass das nicht schafft. Und so, Lea, wenn wir das sagen, der hat Kinder, Rachel hat nicht, und so Rachel wird oft ganz sich über dort, dann darf sie Jakob sie nicht kirchen. Nu haben wir 3 Frühs. Glaubt ihr, die Dinge werden besser? Ich glaube nicht. Und so, nu haben wir 3 Frühs, und dann sagt Lea dort, hey, ich hau euch meine Kinder, nu haben wir Rachel die Kirche gibt, dann gebe ich auch meine Kirche. Nu haben wir 4 Frühs. Und die Dinge werden das haben wir euer. Und weißt du, das sind so interessante Geschichten, das ist eine lange Geschichte. Über einen Tag kommt Ruben, dort ist Lea und Jakob der Älteste sind. Ruben ist die ganz Älteste in der Familie. Heute kommt ein Haus mit, was die Plattdeutsche Bibel nennt, Leibapfel. Was immer dort ist. Ich weiß nicht, was das war, aber ein Frucht. Und nu will Rachel von der Frucht. Und dann sage ich Lea zu ihr, sei lang nicht, du hast mein Mondfuß genommen, nu was nach mein Jung seine Frucht. Oh, sagt Rachel, dann kannst du diese Nacht mit Jakob schlupen, wenn ich die Frucht kann. Kann ich ihn feststellen, was in der Familie dreht? Und so dort wie bei Josef seine Großfrisch. Seine Eltern, ja. Und so hier ist Josef geboren. Jakob gleicht Rachel, Jakob gleicht Rachel der Tollste. Und dann gleicht er den ältesten Sohn von Rachel auch der Tollste. Na, ich kann ihn feststellen, 12 Jungs, und einer der mag, was der Liebling ist, und der Führer wisst, dass es sein Liebling ist. Er jeft den Meier, jeft den an Rock und so weiter. Und so, wie würden sagen, Josef, die Familie staub, der mögen nicht. Some von uns hier, wie kommen durch eine so eine Familie? Wenn du wirst sagen, die Familientest, die Familienprüfung, die merkst du nicht. Du kommst von einer solchen Dame-Familie. Eine Dame sagt, eine solche Verdrehte, vielleicht eine solche Antrühe. Weißt du was? Gott hat einen Plan für die. Und wir können uns von der wählen, wo ich in die Familie, wo ich rückkomme, dort mich durchstampeln und in ein Loch stoppen und da wo ich satten, oder wo ich sage, ich schneide den Schlag auf oder die Schere und ich move wieder. Die Entscheidung merkt jeder einer von uns. Und so Josef, mögt nicht die Familientest, wo wir sein. Und dort gibt viel Trouble, dort Jakob am Dollar leicht und so weiter. Josef, der hat noch eine Prüfung, dort wird die Stolzheit-Prüfung. Und weißt ihr, wenn die Bibel sagt uns nicht, was errichtet von Josef sein Leben, bitte das, und die Bibel sagt euch ganz klar, dass er groß wird, aber ich glaube, wir. Er wird ein bisschen selbst gereicht, der Großer 16 Jahre jung. Und so der Führer hat leicht an der Tollste, er hat einen schmacken Kleider, und dann, wenn der Jungs was deuten abgestorben, dann schwindet Papa an Kleon, und dann über den kommt er nach Hause, hat Träume gehabt und so weiter, und verteilt seine Brüder dort, hey, check dir mal, wie ich war, und sie, die waren alle mit ein. Und so die Bibel sagt, die Jungs, die können ihm so schlecht leiden, die reden kein gutes Wort mehr zu haben. Und so, ich glaube, Josef, er mögt nicht den Stolztest. Und weißt du, vielleicht sind ich und du, wir sind stolz geworden. Wir glauben bei einmal, dass meine Kraft, was mich hat, was du gebracht, wo ich sie. Dass meine Weisheit, was mich hat, so recht gemerkt. Oder dass mein Klugsein, was mir das alle gegeben hat, und so wieder. Einmal, wo wir gerutscht spielen, selbst, und bei einmal kann Gott uns gar nicht mehr brücken, wenn wir sind viel zu stolz geworden ans Leben. Und so, ich wundere ein bisschen, wo sind wir in den Stolz-Test? Wo sind wir in der Prüfung von Stolzheit? Josef würde sagen, mögt nicht in den Test. Und ich glaube, er muss lernen, und Gott, ihm so zu sein, eine Wienpreis nennen in seinem Leben. Tim dit uit am Rüt, wenn Gott hat einen so großen Plan für Josef, und stellt dir mal vor, in die große Kraft, wo Josef nennt, im Leben, wenn er durch wie groß schnell gekommen. Was glaube ich, wird mit seinen Brüdern gegeben, als die dabei mal fern stehen?
Und so Gott mögt Josef freut für ein sehr, sehr großes Ding. Noch ein Ding, wo Josef durchging, dort wir dort Loch, die Pit-Test, oder dort wird ein Loch geschmeten. Die Geschichte ist, seine Brüder werden gehen wegsegnen, und Josef wird herangeschickt, die Papa, die wollen mal heranschicken, dass er kommen klären. Und so die Jungs sagen, den kommen, und die weiten die Geschichte, sie sagen, weil wir den Tod merken, und weißt ihr, dort wie Judah seine Idee, dass sie den wollen Tod merken. Aber dann ist Ruben, da war er Mann, und er sagt, hey, weil wir den nicht Tod merken, weil wir nicht Blut an uns hängen an, weil wir den Leiber in das Loch schmieden. Wenn Ruben hat geplant, den da rührt, in den Trainer Papa zu bringen. Dort wir sein Plan. Und so sie tun den in das Loch nehmen, und über dem kämpft sich dort so Raum, dass die Ismaeliter kommen da vorbei. Und weißt du, das ist interessant, da haben wir nächste Sinn noch ein bisschen von reden, wo kommt das, dass die Menschen charakterreich Titel werden. Und so die Ismaeliter kommen da vorbei, sie nehmen Josef rüt, sie verkaufen den, Ruben ist das, wo die weitergeht, Lothar kommt da drei, weil Josef durch ein Loch rüt und den drei nach Papa bringen, und er hat sie den verkauft. Und weißt du, dann tun diese Jungs ein von den ganz kaltherzigsten Dingen, glaube ich, was wir in der Familie tun. Horchen wir, was sie tun. In 1. Mose 37, Vers 31. Das sagt, und sie nahmen Josef seinen Rock und duckten den und wat Blut von einer Kors, die sie geschlacht hatten, und sie nahmen den schmucken Rock nur ihren Fuder und säden, wie haben das gefangen? Besei die den und sei auf dort den Sehnsiener ist. Und er sagt, dass das der Rock wir, und er sagt, das ist mein Sehnsiener Rock. Die muss von einem Willetier verreten sein. Josef, mein Sehn, ist sicher verreten worden. Dann verreit Jakob seine Kleider und trug sich Sargkleider Ramelint und er trug eine lange Zeit vor ihm. Na kann ich Ihnen feststellen, diese Jungs, das hängerische Ding, wo das angeführt hat. Weißt du, wo das anfängt? Das fängt bei Abraham an. Mit Gott nicht vertrauen, mit der Kirche nehmen und so weiter, und Aufgangs kommt dann an. Und das Aufgangs, die dreht nach Hammer in diese Brüder. Das ist nur die 4. Generation, wo das Aufgangs dreht. Und wo das hängerische und das antrüsen. Und so sie kommen mit dem Kleid, was sie selbst verraten haben, und Kassenblut angedockt, kommen sie vor und sagen, hey, Papa, check mal, das fangen wir dort ab der Stab. Könnte es sein, dass Josef seine ist? Die ganze Zeit wissen sie, wo schrecklich hängen sie den Vierten. Und für die nächsten 20 Jahre checkten sie, wo die Führer trüren für Josef. Und wir stellen. Kann ich Ihnen feststellen, dass die wissen, was diese Jungen, die Mann kein Gewissen gehabt haben. Und so, Josef, er mögt den Pit-Test, würde wir sagen, oder er mögt das Loch, er mögt das durch, er kommt da rüt, Gott hat sein Leben da rüt, und so, er wird verkauft als ein Sklav, er wird nach Ägypten genommen, und da wird er verkauft. Und denkt mal mit dem noch, dass diese Ismaeliter, die hatten sehr wahrscheinlich einen Schaufsklaven mit, das war ihr Business. Und so, sie hatten die vielleicht hängen Kamel oder Taub gebaut, und Josef wie noch das Hängerste durch und schlaft ein bisschen hängeran. So geben den Abend noch Wutter und trinken, dass er nicht umkommt, am Weg nach Ägypten, wenn sie wollen, den durch verkaufen. Und so, nu wird ihn durch verkauft. Wo kommt das? Dass Potiphar kriegt den Tag, sich wohl einen Sklav kaufen, und danach kriegt den Kopf. Halt mal weiter, da will nächstes Jahr noch ein bisschen von reden. Und so, Potiphar, ein von der großen Regierungsmännern in Ägypten, kauft sich Josef. Dann sagt er das in 1. Mose 39, Vers 2, hier sei wie Josef seine Anstellung. Das sagt, der Herr, wie mit Josef in einem gelungen, was er tut. Er wohnt in seinem ägyptischen Wirtshäus. Na stellt ihr das Bild mal taub. Weißt ihr, was wir hier in Josef seine Geschichte haben, als Gott seine Allmacht in Menschen freie Wellen, würde taub schaffen. Und das sagt hier, Gott, wir mit ihm. Weißt du, was unsere Idee ist, wenn Gott mit mir ist? Das ist unsere Idee, dass er alle reich in mein Leben. Und mir wollen sie nicht tausagen. Ich will gar kein Sklav sein. Ich will nicht mal dort lachen kommen und so weiter. Das ist, was uns denken ist. Das ist nicht, was zu Josef passiert. Das sagt Gott, wir mit ihm über all diese Dinge. Und weißt ihr, Gott, nur wenn diese zwei Strieben, die gehen hier taub. Hier sind die Menschen, und die versuchen Josef sein Leben zu vernichten. Hier ist Gott, und die helfen Josef durch. Und die haben ein Ziel mit Josef. Woher er will. Und er braucht die Dinge, dass er den oder Rechte steht zurecht. Das ist sehr interessant, was er taub schafft. Und so Josef ist hier in Potiphar sein Haus. Wir wissen nicht, für wo lang, so wahrscheinlich ein paar Jahre.
wenn dat wir von 17, haben wir 17, als er verkauft wird, haben wir 30, als er der Leiter wird von Ägypten. Und so in die 12 Jahren passierten diese Dinge. So Josef heißt du in das Haus, er hat sein Bastet, Gott sehnt dort, und Josef arbeitet sich in der Hechen über dem, als er wird, über das ganze Haus. Und wir würden sagen, Josef mögt den Palast-Test. Er hat eine rechte Einstellung. Vielleicht hast du schwere Zeiten gehabt in deinem Leben. Du bist wo in ein Loch gewesen. Und du bist mal endlich rausgekommen. Nu von der fällt sich jetzt so, Mensch, nu gelegt mir das mal mit meiner Arend. Oder nu dat mal dit mal gut und dat mal gut. Und weißt du, dass das steht, wo wir gleichen zusammen. Vielleicht haben wir eine schwere Zeit gehabt in uns Leben, aber nu kommen wir raus. Und wir fangen an Gott zu danken. Und so Josef hat eine rechte Einstellung. Er will noch ans Glauben. Er will noch gleich tschüss bei Papa. Aber er hat eine rechte Einstellung. Und so Gott braucht ihm dort, um das Heim sehen. Und dann kommt der nächste Test. Und das ist der Reinheit-Test. Das Potiphar, der hat eine Frau. Und wir stellen uns so vor, dass wir eine schmacke Frau. Und diese Frau, die tragt sich aber das Schmackste an. Weil er wie ein großer Regierungsmann. Und die können sich der beste, schmackste Frau aus dem Land auslesen und bloß sagen, hey, du bist meine Frau, dann musst du das tun, als die will er nicht. Dort wie ihre Macht, was sie haben. Und so wir stellen uns so vor, dass dieser Mann hat eine schmacke Frau. Und diese Frau, die hat ein Auge auf Josef. Und so sie versucht, Josef zu locken. Und sie versucht immer weiter, den mit ihr taub zu kriegen. Und dass die mit ihr schlupen in so eine Dinge steht. Nu horch, wo Josef ihr antworten hat. Und weißt du, das ist die Prüfung, wo viel zu viel von uns fehlen. Das ist die Prüfung, wo eine Monde euch verfällt in diese Prüfung. Because wir merken das nicht. Horch, was Josef sagt. Er sagt, es steht in Vers 9, 39 Vers 9. Er sagt, ich habe hier gerade so viel zu sein als heu, also er redet von seinem Wirt, und heu hat nichts von mir trägeholen, bitte die. Wo kann ich dann bloß so ein Schlechte tun und jeden mein Wirt senden? Ist das, was Josef sagt? Wo kann ich so ein Schlechte tun und jeden Gott senden? Ich glaube, dass wir ein paar sind oder drei, sagt von der Rede, dass die sollen nicht durch ein Reich leben, wenn die Prediger sind. Korrekt, das denke habe ich hier. Unsere Idee ist, wenn der reiche Menschen mir nicht sein, dann kann ich es tun. Josef, der wie weit war von irgendwas, der sagt keine Sachen, was am Kern so zu sein, aber er sagt, wo kann ich das tun und gegen Gott singen? Weißt du, Schwester, unsere Familie ist verfallen, unsere Eichen verfallen, und wenn die Eichen verfallen, verfällt unsere Kolonien, verfällt unsere Kirchen, verfällt alles, because Gott sein Plan ist, dass die Familie ist das kleinste Unit, wo das ewig alle top hält. Weißt du, wohin das alle verfällt? Wenn wir diese Prüfung nicht durchsagen. Mir das Leute zu sein, aber in unser Jent, in unsere Businesses, in unsere Offices, in unsere Businesses, du hast so viel Schmeichlerie und Hurerie und all so eine Dinge zwischen Arbeiter und andere Arbeiter, Wirt und Kirches oder was immer du hast, das ist really traurig. Und weißt du was, wir kommen in Lochnen und wir als Kirche, wenn wir wollen sicherig sein, so wieder als Familie und aus dem Volk und aus der Kirche und aus dem Land, dann müssen wir das Test mehr. Und das passiert viel zu viel. Ontruheid in euch, alle haben sexuelle Dinge fern befreien, alle haben sexuelle Dinge nun befreien. Und so wir sind so schrecklich glücklich geworden über das ganze Ding und wir schmeicheln uns herum einem an anderen. Und weißt du, in der Office, du sagst, wir haben das Beste angetragen, fan angeperfumt, schmeckt gechampt und so wieder. Und so, das ist gleich eine real world, würde wir sagen, das ist gleich Wirklichkeit. Und so wird diese früh. Und ich stelle mir so vor, sie strom sich auf das Beste ab, sie tragt sich so ja, von anderen Wort würde ich sagen, sexy an, dass ihr Körper so soll rotieren, ist mählich, und dann versucht sie Josef zu locken. Und weißt du, Josef mögt das Test. Wenn Josef diese Prüfung nicht hat gemerkt, dann wäre er dort nicht angekommen, wo er der Lehrer von Ägypten wird. Die Schwester, some von uns, wir saßen in ein Loch von sexueller Unmoralischkeit und Gott sein Plan hat verloren in uns Leben. Und dort ist Zeit, dass wir Buße tun.
dort ist Zeit, dass wir uns hart ändern und dass wir mit Josef sagen, wo kann ich so tun und gegen Gott singen? Du sindest nicht bloß gegen den Ehepartner, oder gegen den, wer macht, was den Ehepartner sind, aber das ist ein Sinn gegen Gott. Und wenn wir dort nicht klar haben, dann wollen wir diese Prüfung niemals merken. Dann sind wir in Pornografie, wir sind in allerhand sexuelle böse Dinge bein, because wir merken diese Prüfung nicht, wenn wir haben bloß in uns selbst gelebt, oder wir haben nicht dort klar gekriegt, dass das einen Sinn gegen Gott. Josef mögt diese Prüfung. Und weißt ihr, was passiert? Die Dinge fangen an reich zu gehen. Aber dann ist diese menschliche Land, wo eine Person ist, was du versiegt. Und wie man dann denken, hänge dem menschlichen Land, du ist noch der Teufel, du noch kannst da hängen, okay? Das ist noch ein Thema für sich kaputt. Aber Josef, das fängt gut an besser zu gehen, und erst war eine Person, was du war spießen und scheiten dat. Und Josef, der hat das rechte Ding. Und wen hat das rechte Ding, dass Gott ihm so sehr sehen, und dass er der Lehrer wird von Ägypten. Erst dort wird das Nächste passiert in seinem Leben. Josef, der das rechte, er sagt, wo kann ich das tun? Er lädt seinen Wanig in der Früh hängen. Weißt du, das ist interessant, dass das erste Mal, dass Josef entlacht, dann kam, dass wir in seinen Rock. Zweite Mal, dass im Gefängnis, dann kam wir in seinen Rock. Und eine war geredet. Er lädt seinen Everrock in der Früh hängen. Er rannt in das Haus rüt. In der Früh, der schreckt aus sich einmal antwortet, das hat doch nicht geschafft, was sie will. Und sie hat eine anrechte Geschichte vertalen. Sie vertalt eine Mann eine anrechte Geschichte. Und Josef geht im Gefängnis nan. Some Schriftsteller glauben, dass dieser Mann wusste, dass seine Frau leben hat. Weißt du, wo wir hin? Because er Josef nicht tot mehr. Er hat soll Josef tot merken, wenn das so wäre, was die Frau vertalt. Aber er tut gleich. Wo wäre ich? Und so, ich weiß auch nicht, aber some glauben, dass du, wenn er erkannt hat, dass die Frau, er wusste, wer das wäre, er wusste, wo Antrüde wir, er wusste, dass er das lehnt, aber Tim sich selbst, Tim sein Stoltheit beschützen, dass er Josef in Gefängnis nennt, und steht, sei, no, du das lehnt. Ludet sagen sie es wel, aber Josef, der kommt in Gefängnis nennen, und dann sagt er das, in Vers 39, Vers 21, na, nu denk je, du nein, Josef hat groß, das reichte, denk je doen, die Dinge haben groß angefangen, reich zu schaffen, und dann David das einmal, dann war er und dann sagt er das. Doch der Herr wie mit Josef, wo wir der Herr, wo ihn beschützt er ihm nicht für die Früh, wo ihn beschützt er ihm nicht, dass er nicht in Gefängnis kommt. Weil ihr dort ans Weich von denken über Gott. Und wie denken sie, wenn ich nicht Glauben habe, dann sehe ich gesund, dann sehe ich gerecht, dann wird alles schein gehen. Das ist ein bisschen unsere Theologie von der schon Tag einmal in dieser Welt. Und die Bibel gibt uns ein ganz anderes Bild. Und so das hat groß, alle waren artig gegangen für Josef. Und dann sagt er, denn der Herr wie mit ihm, und Josef in Beweis und treu hat gelebt. Und merkt dort, dass der Verste von der Angestellten im Gefängnis viel von Josef hielt. Und so der Herr wie mit ihm, und er halb ihm, dass er durch im Gefängnis, weil er die rechte Anstellung hat, und er arbeitet sich der Ware ab, er wird über dem der Lehrer durch im Gefängnis und so weiter. Wir wissen nicht, wie viele Jahre er das hat, aber 2 weit wir verschuld, oder wir, und wie viel vorher weit wir nicht. Aber, wo geht die dort? Wenn du Liedendes für das Rechte tun? Wie mal wird die Nummer schwarz gemerkt, wenn du ganz unschuldig bist? Weil die dort sind einfach eine schwanste Dinge zu nehmen. Petrus redet davon, dass wenn wir für eine Ursache leiden, das ist ein Ding. Ganz andere Ding, wenn wir unschuldig leiden. Viele Menschen sitzen in einem Maus von Beleidigung, von Unvergängnis, wenn er das unschuldig worden beschuldigt. Aber wir haben den Test nicht gemerkt. Und nu sind wir hier. Und Gott sein Plan in uns Leben jetzt verloren, wenn ich sie beleidigt, ich kann nicht vergeben, und ich will mich herum in diesem Mess, und das ist vielleicht alles so, dass du auch schuldig leiden ist. Aber du das dann wieder entscheiden, was du mit dort ist. Und so, Josef, er merkt, war das Beste davon, und so der Herr, der halb ihm war. Und so wie weit die Geschichte, ist eine lange Geschichte, da kommen ein paar Männer an, die haben Träumen so wieder, Josef lachte ut. Und er sagt, hey, denkt an mich, wenn die Rüt kommt, der eine weiß, was der Rüt kommt. Aber der verjagt davon. Und Josef sagt dann einmal 2 Jahre. Aber schließlich hat Pharao einen Traum, Josef kommt der Rüt, und Josef kommt von Gefängnis,
Meest krijg in 1 dag, but de tweede hekste man in Egypten. Weet je hoe Josef dat verdroeg? Wegen al deze prüfungen wat hij durchgeht. De Bibel leert ons dat zo'n dingen als geduld, zo'n dingen als lang uithouden, oder like durchführen dingen en zo wieder, dat leren we in harde tijden. We würden gleich keine harde tijden haben. Some van jullie dan uitwerken, nicht? Als junge jongens die wel grote muscles haben. En weet je, ja, grote muscles krijg je bloos, wanneer je thuis am Sofa zit en zo staat, nicht? Dat is wo we reich stark worden. Nou weet je, wo we stark worden, dat is wanneer we Jäajenstaunt hebben, wanneer we dort Isar schuiven en we versuchen immer nach Meiern abzufliehen und nach ein bisschen Dollar. Dat is wo du körperlich stärker wirst. Weißt du, wo du geistlich stärker wirst? Wenn du die lehrst, der Jäajenstaunt in dein geistliches Leben für Exercise zu brauchen. Dat is wo der Gott hat geschafft. Aber wir waren beleidigt und weißt du, das Leid, was ich erst sehe, du sollst besser werden, du sollst stärker werden, aber du wirst besser. Und das alle anderen beschuldigen. Even Gott. Ich höre diese Woche eine Botschaft von einem Mann, der ein bisschen anders sieht als mich. Ein bisschen längere Haare und so weiter. Und so. Aber er hat eine sehr, sehr wertvolle Botschaft. Und er redet von, dass wir sind Dahl über Gott. Wow, das wird ein interessanter Thema sein, mal uns Anzeige vertellen, wohin wir Dahl sind über Gott. Weet je wohin wir Dahl sind über Gott? Because er hat nicht getan, was wir dachten, er soll. Ich habe mein Bestes versucht, nu zit ik in Gefängnis. Ich habe mein Bestes versucht, nu haben sie mich nur schwarz gemacht. Ich habe mein Bestes versucht, und dann knallt es einmal in sich im Loch. Und so Josef, er mögt den Test. Den Test von den Palas, von der Pit, den Test von der Power. Und Gott kann ihn brücken. Und dann mögt Josef noch einen Test. Da sind noch so mehr, aber ich war ein paar Utloten. Aber weet je wat de geradste Prüfung ist, was Josef mögt? Vergebung für seine Brüder. Kan je verstellen wat het met Josef gegeven hat, wenn er in die 12 Jahren, er war einmal lang dort diet, aber seine Brüder waren fair am Vieren, wenn er in die 12 Jahren das Ding hat boven gekauft, und danach geträumt, wenn ich die Jungs bei einmal nach Hause sein war, und wenn ich die war am Kalafut, ich meine, die war ich so am Atholen, die waren nicht mal näher weit von wo die Wind pisst. Kan je verstellen, wat met hem wordt passiert zijn, wenn dort weer zijn aanstelling was? En weet je, somebody heeft die wat gedaan. Somebody heeft die erg behandelt. Vielleicht hast du einen dummen Namen ganz unschuldig, das ist allermählich. Aber du sitzt in ein Loch von Unvergebung, in ein Loch von Beleidigung, in ein Loch von verschiedenen Dingen, wenn du hast die Prüfungen in dein Leben nicht gemerkt. Wo bist du, finde ich? Kann es sein, dass Gott seinen Plan jetzt verloren in dein Leben, wenn deine Einstellung arg ist? Und welche Lied, diese Land von Menschen in Gott, die jetzt in dein Leben, die jetzt in mein Leben. Und welche, ich möchte nicht die Familie test. Ich komme von einer sehr drale Familie. Dat is een beetje als Jakob zijn. Kinder van 4 verschiedene Eltern. En zo, dat is wat het doen we. En zo, ik kan me entscheiden in mijn leven, wo dat mij controlen of niet. En wat hast du? Ik vang een kleines Gedicht. Dat zegt zo dit. Wenn ze de Neuel verloren, verloren ze dat hoofdijzer. Wenn sie das Hoofdijzer verloren, verloren sie das Piet. Wenn sie das Piet verloren, verloren sie den Ritter. Und wenn sie den Ritter verloren, verloren sie den Krieg. Wenn einsteigt Neul. Was ist der Neul in dein Leben? Was du vielleicht hast verloren gegangen? Was ist der Neul in mein Leben? Und weißt du, das kann manchmal ein Ding sein, was wir nicht vergiftet haben, ein Ding, was uns, wo wir boven rumkämen und wo wir da leben sind, und wenn ich dort einmal war, wenn ich einmal war, den Menschen zu holen kriegen, ich meine, dann war ich den. Wenn dort in Eol ist, was dies verloren gegangen, dann kann ich dir garantieren, dass dein Traum, oder dass Gott sein Ziel für dein Leben, der geht verloren. Because Gott schafft nicht mit Unvergebung zu.
oder mit Betternis. Du sollst besser werden, aber du wirst besser. Und beschuldigst immer andere für deine Probleme. Und so Josef, er hat diese Prüfungen. Gott will mit dir top gehen. Was ist diese Land? Was ist Gott seine Land in deinem Leben? Nächste Sonntag, weil wir diese Geschichte noch einmal durchgehen, weil wir ein bisschen checken, wo wir Gott durch diese Zeit. Und weißt du, ich kann nicht alle beantworten, wo so alles passiert zu Josef, wo so alles passiert zu mir oder zu dir. Gott ist Herrscher, er denkt Herrscher wie. Aber wenn wir mal ein bisschen anchecken, und durch dieses Werk, denk mal an Josef seine Geschichte von Gott seine Sicht. Wo wir Gott durch das Ganze denken. Wo ist Gott in deinem Leben? Kann es sein, dass deine Beleidigkeit hält die treu von dort sein, was Gott dir für beraten hat? Und weißt du, Lied, ich kann Lied, die sind sehr begabt mit Kindern alles taub, aber die sitzen in einem Loch von Beleidigkeit und von Beschuldigen und von Dahlsein und von Zankerie und so weiter, because wir haben irgendwo in uns Leben haben wir den Nähl verloren.